Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Und jetzt, nachdem die letzte Episode so kurz war, ach ja, ich fand einfach, der Boss müssen wir jetzt so nicht unbedingt mitnehmen, sonst erreicht es wieder Überlänge. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall etwas, worauf wir uns früher kennen. Wir hören so wieder an der Bossmusik. Wo ist er dann, der Saukerl? Wo ist er? Ich mache ich fertig. Was bist denn du überhaupt für einer? 281 Schade ist auch nicht verkehrt. Der Dinotaurus. Energiesog verwendet er, um sich selber zu heilen. Der Mischkerl durchschnauft da und steht rum. Ich weiß nicht, irgendwie sieht er aus wie, kennt ihr Bakshis Herr der Ringe? Der sieht ein bisschen aus wie die Orks bei Bakshi Herr der Ringe, oder? Also irgendwie erinnert er mich stark dran, so von dem Gesicht, von der Animation, von dem Körper und so. Ich finde, er hat was von Bakshi Herr der Ringe Orks. Das fand ich persönlich als Kind absolut großartig. Das war ja aus den 70er, dieses Bakshi Herr der Ringe. Aber es war von der Technik her echt extrem geil gemacht. Die Zeichnungen waren jetzt auch nicht zu lächerlich. Die waren schon ansprechend, auch die Zeichnungen gemacht. Es war erwachsen. Also mir persönlich hat die 70er Jahre Verfilmung Herr der Ringe echt gut gefallen. Und außerdem hat man halt früher auch wirklich sowas nicht gehabt, diese Herr der Ringe Verfilmung. Und das war das Einzigste, was es gab. Und da hat man sowas auch nicht hinterfragt. Mist, jetzt ist das... Scheiße, jetzt ist das total in die Hose gegangen. Zum Glück habe ich noch Elixier gekauft. So, jetzt kann ich mich einfach nur scheiß heilen. Und der Hund sollte jetzt bitte mal aggressiv sein. Und der Hund sollte mal mal kurz heilen. So. Und ich die Sache generell wäre jetzt auch ein Krafthauch für uns beide nicht verkehrt. Ich könnte jetzt auch einen Krafthauch. Leider war es Mitte in der Bewegung vom Angriff vom Hund. Und Höllenfaust auf den Hund. Ja, das macht ja nicht so viel Schade. Ja, er sieht tatsächlich wie so ein Ork bei Bakshis Herr der Ringe aus. Das gefällt mir sehr gut. Und er versteckt sich gern im Feuer, der verdammte Dinotaurus. Und schade, habe ich jetzt auch keiner gemacht. Mist. Das sollte ich anscheinend auch noch warten, bis es eine bessere Gelegenheit gibt. Okay. Ja, wir machen schon ordentlich Schade, muss ich sagen. Scheißkerl, Konfusion. Okay, das will ich aber nicht mit der Konfusion. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann lasse ich jetzt erstmal der Hund konfus sein, aber ich persönlich hasse das, in jedem Spiel verwirrt zu sein. Das ist ätzend. Energiesog, ja, heil dich nur. Du Mistkerl, das wird ja nichts bringen. Weil ich reiß 194 Schade gleich hinterher. Wir laden uns wieder volle Kanne auf. Und Attacke. Und ich mache noch der... Ich wollte eigentlich der rechten noch machen. Autsch. Der trifft nur mich, aber es macht nicht viel Schade. Das mag total liegen, dass dem sein Level nicht so besonders hoch ist, was sein Zauber angeht. Das mag aber auch total liegen, dass mein Level ziemlich hoch ist, was Zauber angeht. Generell, was mein Level angeht. Und ja, dass ich dort deswegen recht gut die Abwehr habe. Leverwash erreicht Level 16 und mit dem letzten Wurf von 195 Schade habe ich ihn gecrashed. Jetzt habe ich noch 3000 Juwelen dazu gekriegt. Geiler Scheiß. Bam, badabadam, bam, badabadabadabam. Yeah. Diamantenauge erhalten. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und wir kommen direkt aus dem Tempel raus. Super, jetzt würde ich sagen, können wir aber genauso über den Bronzespeer skillen, der schon grüne Patina hat. Also so der modernste Speer ist es nicht gerade mal dahin. Weil normalerweise ist Bronze ja entweder so Goldfarben oder so Kupferfarben. Das kommt immer drauf auf, die Zusammensetzung. Und erst wenn Bronze alt wird und nicht mehr gepflegt wird, kriegt er so grüne Patina-Schicht, also so Kruste außenrum. Und ja, das heißt, der Bronzespeer scheint nicht mehr so der jüngste und der beste zu sein. Aber man muss halt dazu sagen, warum ist das eigentlich so? Das ist auch wahrscheinlich so eine Frage, die ihr euch jetzt stellen würden. Warum ist es dann so, dass Bronze grün anläuft? Das liegt am Kupfer. Kupfer hat die Eigenschaft, und bei Kupfer ist es auch zu beobachten, dass Kupfergegenstände eben auch so grünliche Kruste kriegen, wenn die nicht mehr gepflegt werden und etwas älter sind, diese Gegenstände. Dadam, 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 dadam. Wo haben wir da unser Zauberbrückenformel? Da haben wir sie. Let's. Juhu. So, dann würde ich aber mal sagen... Autsch.
Was ich muss sagen, geht wieder. Wo ist es dann noch? Ich glaube, beim Beutel sehen wir es. Und zwar bei Gegenständen dürfte es dabei sein. Da ist es. Diamantenauge. Unbekannte Funktion. Also wir können auf jeden Fall auch einsehen, was wir da haben. Das finde ich persönlich auch sehr schön gemacht. Dass man nicht ganz so im Dunkeln tappt und dann denkt, hey, ich habe doch jetzt das Diamantenauge gesammelt. Wo ist es dann? Also die Gegenstände sind auf jeden Fall auch einsehbar. Yay, Knochenteiler. Einfach mal auf eine Ausgrabung gegangen und die ganze Knoche abgestabt. Auch nicht verkehrt. Aber wo sind sie dann, die gute Leid? Hector, du bist du. Ich würde gern helfen, Ackermann. Und ich weiß auch schon wie. Bei Ausgrabungen habe ich Formeln gefunden. Wenn du mal Hilfe brauchst, dann nimm einfach eine Zauberperle. Ich werde sofort hier bleiben. Und nimm mit meiner Herbeieile und nimm mit meinen Zaubersprüche helfen. Unterwegs werde ich noch weitere Zaubersprüche entdecken, die ich benutzen kann. Ja, geil. Kann ich das echt verwenden? Da ist er ja. Hector Lector, tatsächlich. Zeitsprung kann er machen, Erste Hilfe und Konfusion. Nicht so unbedingt das Nützlichste, aber wir können den einmal verwenden. Du weißt sicher alles um die bei den Juwelen zu finden. Hier hast du die Fluchtformel. Mit der Formel kannst du gefährliche Verliese sehr schnell verlassen. Ja, klingt doch nicht schlecht. Da kann ich genauso gut auch den Arnold wegmachen. Da habe ich eh nicht die Formel, die Ingredienzen dafür. Flucht! Yay! Sehr schön. Du brauchst lediglich ein Stückel Wachs und Tropfen Essig. Magst du Schadekafer? Ach jo, warum nicht? Komm, wir pumpen uns wieder hoch hier. Wachs haben wir genug. Öl, ja, Öl können wir vertragen auf jeden Fall. Kommen wir auf 50 hoch. Essig können wir auch ein bisschen vertragen. Schwefel, komm, erzähl damit. Passt jo, wie Glück, Lena. Dankeschön. Hallo Junge, du siehst müde aus, machst schon 20 Juwelen übernachtet, du hast doch nötig. Ja, ich hab vieles nötig, gute Frau. Boah, Alter, diese gruselige Hotelbesitzer, diese gruselige Pensions- und Übernachtungsbesitzer, die haben einfach Arschstieren, während man pennt. Ich finde das etwas bedenklich. Schä getrennt? Ja, aber ich steht gerne Spielstandspeicher. Ja, Wiedersehen. Vor allem du guckst uns ja immer etwas bedenklich, das Ganze. Auf jeden Fall haben wir jetzt das das Diamantenach uns geschnappt. Da können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Dungeon. Du Mistkerl, auf. Theoretisch könnte man zum nächsten Dungeon schlappen. 447. Alter Latz. Der hakt mal richtig auf die... Autsch, der hakt mal richtig auf die Kacke, unseren Hund. Und gleich schon mal wieder 30 Schaden. 30 Schaden. Muss man sich mal geben. Ich meine, ich habe ja nicht schon gerade die schlechteste Ausrüstung für meine derzeitige Verhältnisse. Und trotzdem kriege ich 30 Schadenspunkte abgerahmt. Das ist echt heftig. Gut, dann... Ah ja, ich weiß genau. Ich weiß es wieder, wie das gemacht ist. Okay. Ich würde aber sagen, wir können jetzt genauso gut... auch wieder noch alle Lache markieren. Du gibst nämlich auch noch was ich machen wollte. Also bevor wir weitergehen zum nächsten großen Dungeon, wollte ich auf jeden Fall noch alle Lache markieren. Ackermann erreicht Level 17. Ja, super. Jetzt machen wir auch so allmählich den Schaden, den wir machen sollten. Wenn ihr euch noch erinnert, wie wenig Schade ich am Anfang so gemacht habe bei den Gegnern. Mittlerweile gleicht sich das wieder aus. So. Ach ja. Naja, du mieser Morbius. Aber unseren Hund, der hat ja sowieso nur seinen normalen Angriff. Der hat ja nicht verschiedene Waffengattungen, in denen er auswählen kann. Insofern passt es eigentlich auch. Zack, truffende Wetter. Dass der jetzt schon eigentlich sein endgültiger Angriff hat. Ui, so ein Magier kann ich auch One-Hitter, wenn ich gut drauf bin. Und so ein Pirat will ich jetzt eigentlich auch mal One-Hitter. Nicht One-Hitter, aber persönlich abmurksen. Ohne dass mein Hund ihn niedermacht. Zack, 3 Angriffe und der ist kaputt. Ja, aber da konnte mich leider an extra leverwascht. Das ist etwas schade. So, okay. Steht aber Sache. Du musst es jetzt einfach nochmal probieren. Ich muss es wirklich einfach probieren.
Das war so circa in der Gegend, oder? Wenn ich ganz rechts gehe, so weit rechts wie möglich, dann müsste ich irgendwann wirklich auf den Typ stoßen, wenn ich noch geradeaus weitergehe, einfach nur. Ich probiere es jetzt einfach noch einmal mit dem Einsiedler hier in der Wüste. Ich probiere es noch einmal. Von der Oase aus einfach geradeaus weiter. Eventuell bringt es ja sowas. Gucken wir nochmal. Ich hoffe, dass ich es wirklich nochmal finde. Ich weiß nur, dass der im rechten Teil von der Karte ist. Und dass der relativ mittig zu finden ist. Und ich probiere es jetzt einfach mal, indem ich von der Oase aus noch Norden weitergehe. Mann, oh Meter. Das ist aber auch immer was. Boah, Mann, Mistvieh. Mistvieh. Egal, jetzt schwitzen wir die Vergiftung einfach aus. So, also irgendwann müssten wir auf jeden Fall auf den Kerl stoßen hier. Hoffe ich zumindest. Weil die Oasen sind eigentlich immer ein recht gutes Indiz dafür. Wenn ich von dort aus geradeaus einfach durchgehe, dürfte der bald erscheinen, weil der ist relativ rechts im Kartebereich zu finden. Und relativ mittig oder stadtnah dürfte der sein. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall hat es beim Probedurchlauf geklappt. Das tut mir echt leid. Das ist dieser verdammte Vorführeffekt dann wieder. Wenn man es in einem Let's Play zeigen mag. Vergiftung lässt nach. Sehr schön. Werferresistent, Ackermann. Das kriegen wir schon hier. Ja, ist einfach leider so. Irgendwie kriegen wir es aber schon gebacken, denke ich. Und wenn nicht, so wichtig ist die Alchemieformel jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite, apropos Alchemieformel, wir könnten unseren Feuerball auch mal durchaus ein bisschen trainieren. Weil der ist schon echt nicht schlecht. Jawohl, das hat auch das Gestrüpp jetzt endgültig gekillt. Weil der Feuerball ist definitiv für später ein sehr, sehr geiler Angriffszauber, wenn der hochgelevelt ist. Ich glaube, in der nächsten Welt bringt er uns vor allem wirklich recht viel dann bei diversen Endgegner. Deswegen sollte ich mir auch angewöhnen, hier den Feuerball zu skillern. Eins drauf. Gott. Sehr schön, das hat es auch wieder gekillt. Aber ich glaube, das wird echt nichts mehr mit dem komischen Einsiedler in der Wüste. Ich habe es jetzt echt mehrfach probiert. Und es will einfach nicht. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich taktisch vorgehen will. Und normalerweise ist es ja einfach so, man geht auf gut Glück und auf dumm Glück einfach los in der Wüste und trifft es dann so. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann tut es mir echt leid, ihr liebe Leute. Oh, da hat er was hinterlassen. Was hat er dann hinterlassen? Wasser, sehr schön. Sandkrabbler, das mache ich fertig. Das hat nicht gereicht. Oh, das hat bei weitem nicht gereicht. Nee, das scheint bei den Viechern nicht gerade besonders viel Wirkung zu zeigen. Na egal, ich muss weiter. Ich muss weiter. Uppala, weg du, ich will nicht nochmal vergiftet werden. Mann. Ja, ich glaube, es ist wirklich geschickter, wenn man einfach wirklich durch die Gegend rumgurkt und auf gut dumm Glück durch die Gegend rennt. Wahrscheinlich trifft man so eher. Schade. Ja, Pins ruhig rum, Lebensartzeiger. Mann. Schade. Echt schade. Ich hätte es euch gern gezeigt. Ja, ist ja gut. Ich verwende schon eine Krafthauch. Und sein Hund scheint ja wohl auch hier in der Wüste besser klarzukommen als wir. Der kriegt bei weitem nicht so viel abgezogen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich aufgrund von einem Gegenstand, den ich in alle Lache mal erworben habe, dass ich hier auch die Heilkräfte nochmal verstärkt kriege. Ja, schade. Oh ne, das war nicht zu weit rechts. Okay, das kann ich auf dem Rückweg nochmal im Hinterkopf behalten. So, genau, den wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen hier. Die Endnot, seid gewarnt, die End ist no. Verheerendes Ereignis steht uns kurz bevor. Der neue Herrscher ist nicht das, was er zu sein scheint. Er ist Bes und sieht's Urheil an. Die Diamante Aare sind der Schlüssel vom Urheil, lassen sie nicht in falscher Hand geraten. Jemand beobachtet uns und lenkt uns, ich sprech die Wahrheit, glauben wir doch. Wir sind nur Marionette von einem übermächtigen Mächtig gesteuert werden. Es scheint, als ob alles nur ein Spiel ist. Verstehen das da nicht? Wir sind nur Charaktere in einem Spiel.
Der Typ hat eine an der Waffel. Gib mal ein neues Stichwort. Huhn. So, der hat sich wohl in Hinkel verwandelt. Der Philosoph hat ein Vakuum im Hirn. Der Typ hat ein Mais, er babbelt ziemlich viel Stuss. Ja, du kriegst keinen Hahn mehr danach. Kann man wirklich so sagen. Ach ja, Shay. Das Amulett des Charon, okay. Machen wir erstmal was anderes. Das holen wir uns jetzt auch nochmal. Einmal nochmal das Amulett des Charon geholt. Und ich glaube, ich wollte einfach mal gucken, ob ich das Juwele auch so einsetzen kann. Das müsste man dann nämlich hier einsetzen können. Nee, anscheinend kann ich das noch nicht einsetzen. Und was sagst du da? Jeder ein Hund hätte nichts zu suchen. Okay, und du da? Ich bin der Wächter von der Statue. Ich wurde gefördert. Früher habe ich die Klos bewacht. Ah, geil. Nicht schlecht. Was ist mit dir da? Fremder hören befolgt die Gesetze von der Stadt. Rülpse verbote, Hühnerquäle verboten oder Hinklequäle verbote, Blondinewitze verbote, Reite auf Dinos verbote, dummes Zeigbabble verbote, nackt Eikafe verbote, Elche und Kamele verbote, Katzewerfer verbote, das finde ich sinnvoll, laute Musik verbote, Spucke verbote, Singe verbote, Jongliere mit Klobärste verbote, Techno-Verbote, ach, ein sehr sinnvolles Gesetz. Flure-Verbote, das finde ich schlimm. Schmatze-Verbote, Rattebrote-Verbote, dumme Kommentare-Verbote und außerdem Tierstimme-Imitationen noch Mitternacht. Alles sinnvolle Gesetze, wie ich finde, definitiv. Ach ja, das sind einfach so ambiente Sachen, die man beim ersten Mal in alle Lachen mal wirklich nicht mitgenommen hätten. Sehr, sehr schade eigentlich. Ach ja. Aber ich glaube, damit habe ich jetzt wirklich alles erledigt. Alle hopp. Das hat leider nicht geklappt. Dann den ich aber sage, ich probiere es jetzt wirklich einfach noch einmal. Also der Philosoph wollte ich euch auf jeden Fall, der Prophet wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Komme ich jetzt hier nicht mehr raus aus alle Lachen mal? Na doch. So, Moment mal. Jetzt machen wir das noch einmal. Jetzt machen wir das einfach noch einmal auf gut Glück. So weit wie möglich rechts. Nee, Quatsch. Das bringt uns wieder nichts. Scheiß drauf, ich fahre jetzt mit dem Charon. Affegesicht. Soll ich dich mitnehmen? Das wäre nett. Besitzt der Amulett vom Charon. Ah jo, stark Ei-Hinkelhirn. So, jetzt fahren wir mal mit Charon. Willkommen an Bord vom Wüstenschiff Necro-Tour. Schiff fährt nonstop nach Kurzkribbel. Die lasterhafteste, verruchteste, verkummelte Stadt in der Gegend, Treffpunkt von Schurke und Gauner. Während einem Aufenthalt in Kurzkribbel erwarten dich Piraten, Diebe, Abenteurer und vieles mehr. Du möchtest also Spaß und Fried haben. Ich finde es auch so geil animiert von einem Skelett, wie der sich bewegt. Zu deiner Rechte befindet sich der Höhepunkt von der Tour. Originale Wüste-Busch-Information. Die Bücher findest du nicht überall. Es sind die Rose von der vertrocknende Wüst. Ja, interessant. Der gibt sich noch Mühe hier auf seiner Tour. Vielen Dank für deinen Besuch an Bord. Sei bitte vorsichtig beim Aussteigen, sonst verletzt dich noch. Der ist aber echt übermäßig höflich, so dass der uns eigentlich sonst immer beleidigt. Also dafür, dass er uns echt immer sonst beleidigt, ist der hier sehr höflich zu uns. Allerhaupt, da können wir jetzt auch wieder rausgehen. Und das erspart halt wirklich dieses lästige Rumgegurke, dass man ständig in der Wüste rumrennt. Ist definitiv sehr angenehm dann. Komm, zack. Ah na, 4-mal normal draufschlagen. Ah, die halten echt was aus, die Jungs. Die halten wirklich was aus. Und hua. So, was haben wir hier noch? Nix mehr? Nee. Und dann will ich noch fertig machen. Ich will meinen Speerleveln Hund. Du lässt den jetzt mal in Frieden. Na, Mist. Jetzt bin ich auch noch verwirrt worden. Herzlichen Dank. Du hast genug Nektar. Das sagen sie mal sehr häufig. Und ich jetzt sage, oh cool, Heilaura erreicht Level 1. Ich geht noch sage, ich gehe nochmal zur Dämmkasperei, wenn ich schon dabei bin. Oh, der hat noch was hier. Wachs und Asche, sehr schön. Oh, da hast du den Hund wieder gefunden. Und noch dazu an einem Stück. Hier sterbe es mit dem
mit dem du jederzeit aufwecken kannst, wenn er übermüd ist. Das ist die Hundelebformel. Nimm 3 Wurzler, vermeng sie mit dem Knorredeel, um deinen Hund wieder zu beleben. Ja, da wird jeder Hund lebendig davor. Da können wir genauso gut die Flucht machen, da haben wir ja Flügel dafür. Hundeleben ist eigentlich auch ganz praktisch. Wenn man mal nicht zufälligerweise einen Hundekuchen parat hat, ist das schon recht nützlich. So, das machen wir auch auf 50. Der Pfeffer können wir ruhig auch noch mal ein bisschen nehmen. So häufig brauchen wir Telekinese jetzt nicht. Kristalle können wir auch mal auf 50 hochpowern. Wasser holen wir uns auch noch was. Knorredeler als her damit. So, da. Sehr schön. Spielstand, den ich auch noch speichere an der Stelle, wenn wir schon dabei sind. Davids Höhle. Wiedersehen. Mach's gut. Und schön, dass das der Sumpfmonsterkopf gefällt. Yay. Den habe ich jetzt auch noch gekillt. Und jetzt geht's auf die 2 Bursche. Ja, die halten echt was aus, die Knabe. Das ist total heftig, wie ich finde. Aber der Speer, muss ich auch sagen, macht richtig, richtig schade. Das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Der wird, wenn er erstmal hochgelevelt ist, auch ordentlich was abziehen. Können wir ja gerade mal reingucken bei der Waffe. Ja, auf 14. Ends 14 ist er schon. Ich muss definitiv mit dem ordentlich reinhauen. Damit ich so auch wirklich mehr Schade machen kann und dann auch für weitere Levels wirklich was reißen kann. Weil es gibt ja in jeder Welt immer einen Speer, eine Axt und ein Schwert. Und in dem Fall ist es halt so, dass ich eigentlich immer ganz gerne in der Welt oder zumindest am Anfang von der nächsten Welt die Speerwaffe ganz gern aufgepowert hätte, so gut wie möglich. Deswegen will ich mich da ein bisschen dummler und auch wieder richtig reinhauen. Damit ich so auch wirklich was leichter kann in dem Spiel. Damit ich auch wirklich gescheite Damage-Deals machen kann. Ist ja auch ein bisschen langweilig, wie ich finde, wenn man dann sieht, wie einer Stunde lang an so einem Gegner rumgammelt, obwohl man das eigentlich, wenn man richtig gelevelt hätte, beziehungsweise wenn man zwischendurch einfach mal ein bisschen mehr Angriffe hätte, dass man es dann leichter hätte machen können. Ich meine, es muss jetzt auch nicht so sein, dass man dann den finale Endboss mit 2-3 Schläge platt macht. So stark level ich jetzt nicht. Aber es sollte schon so sein, dass man das Spiel auch auf gescheitem Niveau und zu gescheiter Arma, zu gescheiter Ausmaße fertig kriegt. So. Jetzt mag ich auf jeden Fall noch ins nächste Gebiet reingehen. Im Süden ist das, ne? Das habe ich aber in meinem Probespielstand nicht gehabt. Das heißt, bei dem nächsten Dungeon-Gebiet muss ich mich rein auf meine Erinnerungen aus der Kindheit stützen. Autsch, wieder das Mistvieh. Elender Drecksack, du. Ach, ein fertig Leverwurst. Das kriegt er hier. Aber die Satyre, die halten halt echt eine Menge aus, muss man dazu sagen. Das sind nicht gerade die einfachsten Gegner in dem Gebiet, wirklich nicht. Vor allem haben die auch eine sehr hohe Agilität, weswegen die auch sehr leicht ausweichen können. Das macht es nochmal schwerer, die Kerle zu treffen und fertig zu machen. Ich glaube aber in der Pyramide haben wir in dem Dungeon südlich dann, haben wir auch ein bisschen andere Gegnertypen noch parat. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. In meinem Probespielstand bin ich, wie gesagt, nie zu der Pyramide gekommen. Ethanol. Ah ja, genau, du gehst dann dort hier, wo wir ursprünglich runtergestürzt sind, wo wir dann zum Hector-Camp gekommen sind. Jetzt können wir nämlich dort die Zauberbrücke machen. Da steckt das Wort Bär drin. Und dann sind wir hier. Genau. Wunderbar. Ach ja, stimmt, da waren die Hansler, diese ägyptische Arkhauchter. Anna Hopp. Wie heißt denn hier überhaupt? Ureus. So. Der gute Ureus. So ist es also. Hopp. Und fertig mache ich dich. Aber ich finde es auch sehr schön gemacht, dass wirklich auch jedes Gebiet so seinen Gegnertyp hat. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Du kommst nicht hoch. Das ist zu steil für dich, Hundi. Okay. Das ist zu steil für den Hund. Naja. Ich weiß ja nicht so. Gucken wir uns auf jeden Fall hier nochmal kurz um in der Episode. Und noch einmal. Alles wieder drauf. Du hast genug Blätter. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auch das Blatt haben wollte von der Spinne. Hey, geht. Aber irgendwas sagt man, dass wir den Weg im Erdgeschoss nehmen sollten. Zack und zack. Autsch. Mistvieh. Und... ja, komm schon her. Ich kann die ja so noch fertig machen. Muss ich nicht mal voll aufladen dafür.
Huppala. Ah, da geht's auch noch woher. So viel Zeichen auf einmal wieder. Ich muss mich jetzt erstmal wieder mit zurechtfinden. Hoppala. Und für dich soll ich mich nochmal aufladen, guter Mann. Hoppala. Und dann... Oh Mist, das war jetzt auf der falsche drauf. Ich wollte auf dich eigentlich. Feuerball erreicht Level 1. Sehr schön. Sehr schön. Nochmal. Batsch. Autsch. Gucken wir doch mal hier gerade rein nochmal. Du was größer. Oh, nee, das scheint wieder was Größeres zu sein. Mann, oh Meter. Ich glaub. Autsch. Das hat wehgetan. Oh, dem hat's auch wehgetan. Das hat man gehört an dem kläglichen Geräusch. Aber jetzt habe ich wieder auf alle aus Versehen gemacht. Das macht nicht so viel Schade, wenn das halt auf andere Leiten auch mit drauf machst und dann Schade dann verdelst. Was gibt's dann hier? Da gibt's dann nix. Da wissen wir das zumindest mal, dass es hier einfach nichts gibt. Autsch. Mistkerl, ich mach dich fertig. Okay, du gibt's wirklich nichts mehr. Allerhaupt, ich kehre jetzt nochmal zum Hund zurück und dann fangen wir erstmal im Erdgeschoss an und arbeiten uns langsam nach vorne durch. Wobei, ich glaube, irgendeine innere Stimme von früher sagt mir noch, dass ich von hier aus anfangen sollte. Jetzt mache ich auf jeden Fall hier noch die Gegner platt. Und dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.